Name ist Monstein Michael, ich bin 23 Jahre alt, bin Werkstofftechniker. Meine Hobbys sind Fotografieren und Kochen. Da ich schon immer gern mit Holz zu tun gehabt habe und durch meinen vorherigen Beruf als Koch, ist mir das Experimentieren immer sehr nahegelegen und das ist als Werkstofftechniker einfach super kombiniert. Selbst nach der Lehre habe ich noch weitere Ziele vor mir, und zwar, dass ich mich einfach perfektioniere, dass ich weiter mein Fachgebiet vertiefen kann und einfach, dass ich noch mehr von meinen Kollegen dazulernen kann. Der Werkstoff Holz ist für mich einer der besten Werkstoffe. Erstens, weil er so vielseitig ist, weil er nachwachsend ist, somit können wir eigentlich unendlich viel Holzteile produzieren, und er ist einfach schön heimelig, man fühlt sich einfach wohl in seiner Gegend, weil er einfach eine Wärme ausstrahlt. Wir machen da heute eine Biegeprüfung mit unseren Holzproben. Darauf ist es wichtig zu achten, dass die Proben vorher in der Stärke vermessen werden, ebenso wie in der Länge, in der Breite. Und dann werden die Proben eingespannt in der Prüfmaschine und im Endeffekt wird der E-Modul bzw. die Biegefestigkeit oder die Steifigkeit anhand von dem Prüfprogramm gemessen. Jetzt vermessen wir die Probe in der Stärke, übertragen die Werte in das Prüfprogramm, geht leicht mittels Drücken, dann die Probenbreite. Nun spannen wir die Probe in die Prüfmaschine ein und drücken im Programm auf Start. Die Maschine fährt jetzt langsam auf die Vorkraft, das heißt, dass die Probe leicht belastet wird durch den Prüfkolben da oben. Dann müssen wir den 3-Punkt-Biegeaufnehmer ansetzen, der vermisst im Feinen die Millimeter, was die Probe durchgebogen wird. Und jetzt startet die Prüfung. Hier an dem Graphen sieht man die Kraft in Newton, die nach oben geht. Newton sind eigentlich Kilo mal 9,81, also mal der Erdanziehungskraft, und da hinüber sieht man den Weg. Da unten sieht man die aktuelle Newtonanzahl, die Millimeter, den verfahrenen Weg und die Zeit der Prüfung. Der Grund, warum man in der Holzbranche anfangen sollte, ist einfach, Holz ist ein nachhaltiger Rohstoff. Er wächst fast überall nach, man kann mit Holz fast alles machen und es ist einfach ein so flexibler und so vielseitiger Holzwerkstoff, dass keinem langweilig werden würde.